Das Migros-Label aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Ganz am Rand vom Kanton Freiburg, mitten in den Bergen, liegt Jom. Rund 700 Menschen leben hier. Das einzige Hotel im Dorfzentrum wird gerade total saniert. Dieses Hotel muss funktionieren. Traditionen sind hier wichtig. Das ist einfach schon Heimat für uns. Heimat ist für Kathrin Moser der Dorfladen. Das ist mein Heim. Das ist mein Leben. Ich gehe gerne fort, muss ich sagen, aber ich komme noch mal gerne, oder? Der Felix Dürler baut in Nepal ein Spital. Und die Jauner reden Jaundeutsch, einen besonderen Dialekt. Ich habe etwas lässig gemacht. Das ist der Grune. Das ist SRF bei den Leuten, unser Dorf. Das ist der Arbeitsweg von Kathrin Moser. Sie ist eine der ersten, die Zion aufsteht. Seit 51 Jahren führt sie das Dorflädeli. Die Kette, so sagen ihre Kunden, ist weitherum bekannt. Das Sortiment von ihrem Laden ist gross. Etwa 3000 Artikel. Vielleicht noch mehr, ich weiß nicht zählen. Aber man muss alle haben, wenn man verkaufen muss. Man muss das Dach da haben. Sonst nützt es nichts. Der Gilbert ist eine Kette ihr Mann. Auch er kommt jeden Tag schon früh in den Laden. Was ist da? Bruder, nicht da. Vor der Pensionierung war der Gilbert Beck. Jetzt hilft er seiner Frau. Die Kette ist vom Morgen um 6 Uhr bis am Abend um 6:30 für ihre Kundinnen und Kunden da. Das ist mein Heim. Das ist mein Leben. Wenn man von morgen bis am Abend das macht, man ist einfach da daheim. Kathrin Moser ist nicht nur wegen dem Laden wichtig für das Dorf. Sie ist auch eine Vertrauensperson. Viele Leute haben ihr schon von ihren Sorgen erzählt. Wenn sie auch bei mir alles erzählen kann. Ja, ich sage auch nicht weiter. Ich habe es von mir. Und das wüssten sie. Man hat lauter Gewohnheit. Man ging da ist, Haben sie Vertrauen zu ihm. Voilà, ist. Salut. Das Sandwich ist parat. Wie ging es? So, das Gipfel, merci. 3, 4, 45, 50, 6, 8 und 10. Und schönen Tag, komm gut daher. Merci, Faust. Gleich müssen die Owner eine andere Vertrauensperson suchen. In einem Monat geht die Kette nämlich ihren Laden auf. 4, 5. Mach 43 so gut. Merci. 4, 15 und 20. Merci. Voilà. Musst mir bis zum Berg. Also mal schönen Wetter, gell? Adi, merci, schönen Tag, gell? Sandwich. Daudrito, ja. Wie gehen, gell? Ja. Tipptopp. Merci. Jetzt, wie ist das Fleisch? Ein bisschen ausserhalb vom Dorf liegt der Bauernhof der Familie Buchs.
Ramona ist das erste Kind, das am Morgen aus dem Haus muss. Sie macht in einem Blumenladen im Nachbarsdorf ihre Lehre. Du kriegst noch das Kiesli. Schönen Tag. Adieu. Wir sehen uns alle. Monika Buchs fährt ihren Tag im Käsekauer an. Es ist der einzige Moment am Tag, wo sie für sich hat. Ich mache das noch gerne am Morgen früh, wenn noch alle schlafen. Es ist ein bisschen still, ein bisschen studieren, ein bisschen, ja. Und dann, wenn ich nach Hause gehe, stehe ich nachher auf und dann bin ich froh, wenn die Arbeit gemacht ist. Ich kann arbeiten gehen. Ein Kind nach dem anderen schnagt unter der Bettdecke führen. Die Familie Buchs hat nämlich 10. 5 Mädchen und 5 Gielen. So, und wir reiten zum Morgenessen. Der zweitälteste ist schon im Stall und hilft seinem Vater. Ihm macht das frühe Aufstehen nichts aus. Er kommt sogar manchmal noch vor der Schule arbeiten. Ja, ich würde gerne helfen. Die Arbeit kann ich gerne machen. Tiere zusammen werken und sehen, wie sie aufwachsen. Ist auch schön. Ja. Die Grossfamilie Buchs hat neben den Kühen noch Schafe und Geissen. Der Patrick ist darum froh um jede zusätzliche Hang. Auf unserem Betrieb ging es uns eben nicht ohne Kind. Das wäre unmöglich. Da müssten wir ganz etwas ändern. Gegenüber anderen Kindern helfen sie eigentlich einen Haufen. Uns manchmal, ich sage jetzt nicht zu viel, aber sicher manchmal schon genug. Von dem her, ja, das ist. Aber es ist nicht unbedingt das Müssen. Sie machen es gerne. Manchmal halt ein bisschen minder. Janik, Christel und Magali gehen zu Jon in die Primarschule. Die älteren Geschwister sind alle schon in der Oberstufe oder in der Lehre. Janik, hast du genug bekommen? Die Carina ist 2,5 und die zweitjüngste in der Familie. So. Die Käse nehme ich das Kind hier in den Laden zu meiner Tante, die hier im Sommer verkaufen. Ja. Mama. Du hast fertig? Aber du liest für das Turnen nimmst du nicht mit, oder? Die 3 Primarschüler nehmen jeden Morgen zusammen den Bus für die Schule. Im Fang, der Willer, wo sie wohnen, ist 3 Kilometer vom Dorf weg. Die Tätschmeisterin Monika hat ihre Grossfamilie im Griff. Also die grösseren Kinder die sind ja selbstständig. Die wissen selber, muss ich am Morgen sie wecken, dass sie aufstehen. Aber eben die gehen werken, für die muss ich überhaupt nicht mehr gucken, die wissen selber. Und wenn man das im Griff hat, man hat ja nicht von einem Tag auf den anderen 10 Kinder. Das war ja jetzt 18 Jahre und da lebt man einfach so drin.
Dann gibt es einfach auch mehr, alle Jahre ein sonderes Programm im Herbst, wenn sie mit der Schule anfangen, aber das hat man eine Horte drin. Ja, und die Kinder, die wissen noch, die helfen da gut mit. Und da ist nochmal eins, der Lukas. Er ist der Jüngste in der Familie. Ja, komm. Komm auf das Häuschen. Eine 12-köpfige Familie gibt viel zu tun. Du doch da sitzen, Carina. Ja. Ja. Das ist ihr Sitz. Die Monika arbeitet gerne. Lukas, die Arbeit auslassen, das ist ein Ausgleich zu der Arbeit innen. Wenn du nur innen bist, nur putzen, kochen, aufräumen, waschen. Aber gerade durch das mit den Bauern und eben mit dem Käse und mit dem Höven im Sommer und Garten, und das gibt auch Weltabwechslung. Ja. Ja, manchmal ist das Gefühl, die Arbeit außen ist die dankbarere als die innen. Eigentlich. Man sieht nie, was man macht. Seppo Rauber ist 84 und eigentlich noch gut zu Fuß. Gleich nimmt er das Auto. Auch für die 300 Meter bis zum Café Enzian, wo er jeden Morgen seinen Frühschoppen nimmt. Seine Kinder finden das nicht gut und haben ihm Kaffeegutscheine geschenkt, die er eigentlich nur einlösen darf, wenn er zu Fuß geht. Kinder immer 80 Punkte Geschichte. Für die Enzian, aber zu Fuß. Ich darf kein Auto nehmen. Aber das konnte ich nicht machen. Am Sonntagmorgen gehe ich ins Fuß, aber die Woche durch konnte ich nicht gehen. Da. Gar nicht alleine. Da habe ich ins Auto genommen, aber ich nicht zählen. Dann musste ich hier etwas einkaufen bei der Kette. Dann ist das Auto da und dann bin ich. Ich bin jetzt seit 10 Jahren ein bisschen geredet. Der Gilbert geht zu Fuß, trotz seinem kaputten Knie. Vor Jahrzehnten ist er in einen Gletscherspalt runtergefallen. Und die Verletzungen sind nie mehr ganz gut geworden. Ich laufe schon 30 Jahre. Da löst sie rum. Das ist ein guter Kumpel bei mir. Und nicht nur kommt, dass ich auch Kollegen da. Der hier da über etwas reden. Und über alles reden. Über nichts reden. Das gehört einfach zum Leben. Tut dem ein Haufen gut. Wenn man Temperament ausladen. Es gibt einen Streit, aber nicht schlimm. Das Treffen am Morgen im Enzian gehört für die Ioner hier zum Tagesablauf. Der Dialekt, den sie reden, heisst Iondeutsch und es gibt nicht mehr viele Leute, die diesen beherrschen. Ja, im Keyboard, eine Maschine geschossen ist. Nur besser, so geht es immer nicht. Gilbert und Seppo sind in Ion zusammen aufgewachsen. Etwas zu sagen haben sie sich auch heute noch. Ja, da mache ich Kritik über die Ioner oder Rühmen über die Ioner, die etwas Gutes gemacht haben. Und dann kommt später die Weltgeschichte drauf, in der Schweiz, was da gut ist, was nicht gut ist.
Weil wir die Böse oder die Käse. Das ist nicht Wasser. Ja. Sport höre ich viel reden. Ein Wort trifft das andere. Also. Die zwei haben schon viel zusammen erlebt. Ja, die ist auch zusammen ausgegangen. Ja, das ist schon manchmal ein bisschen wüst gewesen, ja. Man hat es manchmal schon ein bisschen übertrieben. Aber ein flotter Kerl, er redet mit uns, manchmal nicht viel. Und so müssen wir das aber nicht verlieren. Aber wir zwei haben nie kein Problem gehabt. Nee. Ist das kein Taxi? Ist die kein Taxi? Ja. Hier sind Felix und Rosmarie Thürler daheim. Der Felix ist pensionierter Maurer. Nochske. Am Daumen. Im Dorf kennt ihn jeder. Nicht nur, weil er auch der Joner ist, der am weitesten ist in der Welt herumgekommen. Ich habe gerne schon das Extrem, oder? Ich suche es überall raus. Im Berg, im Säckl oder ich habe viel Bergläufe gemacht oder Wüstenläufe. Ich suche schon das Extreme. Nicht einfach, muss ich gerade sagen, oder? Ein Haufen sagen, sie sind ja, nicht normal, oder? Aber ich habe Schweine ja eine gute Gesundheit. Und nein, ich suche nicht an. Also ich muss das haben, das ist eine Droge. Also wenn ein anderer die Schön drücken, muss ich halt eine andere Aufgabe haben. Ich suche es einfach ein bisschen. Er ist der Spinner im Dorf. Oh, die extremen Sachen. Für viele Leute ist das ein Spinner. Auf über 8000 Meter hohen Bergen war der Felix. Meistens ist alles gut gegangen. Nur in jungen Jahren hat er sich beim Klettern einen Daumen abgeschissen. Jetzt ist er halt, wie er ist, kann ich nichts machen. Aber ich bin wichtig durch im Leben. Genkele Arbeit kann ich nicht machen, weil der Käse einfach fehlt. Aber sonst ist ein Fingernagel minder zu putzen, bin ich morgen jeden parat gekommen. Tu veux aller où? Tu vois, on a le beau soleil. Hein? Salut, la petite marmotte. Nach dem Morgen kommt eine Freundin zum Felix oder Rosmarie. Die drei gehen auf die Alp von Thürlers kochen. Der Felix hat zu einem Abschiedsfest eingeladen. Hallo, Niva. In ein paar Tagen geht er auf eine spezielle Geschäftsreise am Fuß vom Himalaya. Das ist auch schon, ja. Thürler. Felix. Das ist ein Unikum. Weißt du, er hat doch Daumen hat er weg. Am Klettern, Zielkind. Nein, die Tochter gegangen, nein, die Lichttage ist gekommen, er geht die Lichtsklettern so. Hat sie ein bis hin raus. Oh, das. Kann ich dir vorstellen. Im Dorfladen bei der Katrin Moser ist gäng viel los. 10,20, 3,20, 1,50, 3,90, 2,70. Aber schon gleich müssen die Kunden auf ihre Kette verzichten. Nach 51 Jahren gibt sie den Laden auf. Ich habe viel Brottisch. Merci, adieu, merci. Schönen Nachmittag. Das ist einfach das Alter. Ich bin 70 jetzt, so nein. Mit 19 Jahren angefangen, mit 70 Jahren. Ich muss einfach, ich tue nicht gerne, aber es ist einfach so. Ich tue gerne selber übergehen, dass nicht wie es geht. Sonst müssen da die Mieter später mal, nein, das ist auch nicht gäbig. Sie werken nicht mehr im Geschäft. Dann gibt es also die anderen machen es schon gut, es geht nicht weiter. Wie jemand gefunden ist die Hauptsache. Jeden Tag kocht der Schilbär für seine Frau und häufig auch noch für Gäste. Mein Vater war schon ein Kochchef und hat gerne gekocht. Das ist so einfach. Man lernt das Essen, um gerne kochen.
Heute kommen auch noch Grosskinder essen. Das machen sie regelmässig. Moses wissen, was die Kinder gerne haben. Was gibt es echt gutes Mittag? He? Ich weiß was. Oh ja, was denn? Boulevie. Und dann was noch? Frita. Frit. Oh, Frit. Das ist gerne. Boulevie und Frit. Und du, Maxim, da? Wenn Sie dich fragen, du musst laut reden, gell? Guten Tag, Mo. Jetzt aber schlecht Zeug. Hä? Gib mir aber gut nicht. Ja. Merci. Ich habe gerne Spinnen. Spinnen, das ist gesund. Und ich habe es nicht gerne. Geht schön hier Nein? Das ist das Lieblingsplätzchen vom Gilbert. Er plaudert mit jedem, der vorbeiläuft. Kundenbetreuung, sagt er dem. Ja. Auch Fachbar. Dass seine Frau den Laden aufgibt, hat sich herumgesprochen. Ein Monat. Der Gilbert macht sich Sorgen, dass seine Kette in ein Loch geht, wenn sie den Laden nicht mehr hat. Für mich ist es kein Problem, aber meine Frau sagt, ich habe das Problem. Sie ist zwar nicht, aber ich weiß nicht. Es ist eh nicht wahr. Ich war aktiv. Ja. Beim Gilbert und der Kette geht etwas zu Ende. Schräg an der Straße fängt etwas neu an. Das Hotel Wasserfall ist das einzige Hotel im Dorfzentrum. Es wird gerade total umgebaut, weil es schon seit längerem nicht mehr so gut läuft. Für Jon ist das Hotel wichtig. Die Garma Rauber ist die Pächterin. Ça va? Oh, da kommt eine schöne so an diese Zeug. Usi, das ist fast fertig oder Heine? Musst du auch fertig? Das ist nicht fertig, Heine. C'est très joli, mais il faut encore finir dedans aussi. Hier unten gibt es die neue Gaststube. Die Garmo sorgt dafür, dass es in der Küche vorwärts geht. Ein provisorisches Restaurant hat sie während dem Umbau offen. Die Portugiesin hat das Hotel vor 2 Jahren übernommen und setzt alle ihre Hoffnungen in die Neueröffnung. Ich weiß, was ich will. Und was ich will, das ist, dieses Hotel muss funktionieren. Nur es war 9 Monate zu. Und keine Gäste mehr, die Leute für das Dorf haben Angst. Ohne Hotel im Dorf, das ist doch nicht gut für den Tourismus und alles. Ich sagte, nein, ich mache es etwas und voilà. Die Garma ist mit 22 als Gastarbeiterin aus Portugal auf Jon gekommen. Sie hat sich in einen Einheimischen verliebt und ist geblieben. Hallo, alles gut? Ja, prima. Hallo, Espresso? Danke vielmals, Espresso. Nochmals Espresso. Und nochmals Espresso. Voilà, und das ist doch für ihr. Ja, für gestern. Gestern war ein langes Fest, gell? Oh, das stimmt doch, wa? Ja. Der Umbau des Hotels kostet den Besitzer viel Geld. Der neue Betrieb muss rentieren. Das setzt die Pächterin Garmo unter Druck. Ich bin ein Löwe. Ich bin King da. King der Gute. Ich bin King positiv. Ja, keine Angst. Kraft geben auch die Leute aus dem Dorf mit ihrer Unterstützung. Eine große Soutien, ich weiß nicht, das Deutsch steht, das ist die Leute für das Dorf. Als ich mache hier,
die Leute, wie ging mit mir, ging positiv, Kraft, ging mir sagen, ja, du machst gut, tipptopp, du musst bleiben im Wasserfall. Das ist ganz ein grosses Soutien für mich. Das ist schön. Werken, das ist gut. Ich kann Deutsch. Deutsch kann ich auch. Deutsch kann ich Ja, auch. ja, ja. Oh ja. Französisch. Portugiesisch kann jeder Französisch. Ja. Bei der Grossfamilie Buchs sind die Kinder wie gäng beschäftigt. Der Stefan tut nach der Schule Geissen rein. Die grossen Kinder helfen den Kleineren beim Aufzug machen. Kann ich an den Bach laufen und dort viele schöne Steine suchen? Geschrieben. Kann ich an den Bach laufen? Der W muss bis hier haben. Stimmt, schnell. Die Monika Buchs kann sich voll auf ihre 10 Kinder verlassen. Eigentlich muss ich nicht viel machen. Dann gucken die Grossen für die Kleinen. Und dann gucken sie, dass alle alles haben. Und können wir Adieu sagen. Und dann gehen sie. Dort zusammenpacken, gehen jodeln. Kommt. Was, Küsse? Heute Nachmittag ist nämlich eine der letzten Proben vom Kinderchor vor dem grossen Auftritt. 6 Kinder machen sich bereit, für loszugehen. Hast du noch nicht vergessen? Das sind die Meister, gell? Ja, ja. Okay, die wissen, was sie tun haben. Ja, das Älteste ist, wie sie hat. Und du, weißt du was? Was? Das Älteste. Aha, was? Oh, das ist über 20, ja. Ja, dabei, 20. Für die Probe müssen die Kinder rauf ins Dorf. Neben den Buchsis sind noch andere Kinder aus Jaun und Umgebung dabei. Sie sind meistens mehrmals im Tag im Bus unterwegs. Für sie ist das nichts Besonderes. Die Proben sind im Mehrzwecksaal vom Schulhaus. Das Kinderchörli probt für einen Unterhaltungsabend. Hoi zusammen! Psst! Guten Tag miteinander. Was haben wir noch? 4 Proben und dann haben wir schon den Auftritt, gell? Und... Der Unterhaltungsabend findet jedes Jahr statt und ist ein Highlight. Nicht nur für einen Kinderchor. Das ist eine Zusammenkunft eigentlich auch vom Dorf. Es kommen eigentlich noch viele Leute, aber auch für uns ist es etwas Neues. Man kann verschiedene Sachen machen, man muss nicht nur jodeln, man kann auch Theater. Also es ist eine Abwechslung, was uns halt auch vor das Dorf, also es ist halt auch wie eine Unterhaltung, oder? Die Hotelwirtin Garmo Rauber geht auf die Alp. Hier oben sind ihr Mann und ihr Sohn am Arbeiten.
auch schon da? Wir gehen auf Wie Hunger. Der Gerold und der Thiago machen die Alp zusammen mit Helfer Winterfest. Hallo. Hallo. Gardine. Hallo. Gardine. Ja? Oh la la. Hoppala. Alles, was nicht nie und nagelfest ist, müssen sie in die Hütte hineinräumen. Jawohl, oud wegen der Lawine, wegen der Lawine. Noch ein bisschen vorne. Gut? Gut, Simon. Wenn ihre Männer hier oben arbeiten, will Garmo Rauber auch helfen. Wenn ich weiss, mein Mann ist im Berg viel Arbeit mit meinem Bub oder ich bin Kollege heim. Nein, das geht nicht. Das ist nicht für mich. Ich bin nicht so. Das ist mein Charakter. Ist so. Ich muss etwas machen mit den anderen. Helfen. Wacht, dass sie nicht verloren sind. Toen müssen wir alle ablegen, wegen der Lawine. Lawine sagen wir, Lawine. Müssen wir auch sehen, wegen sonst ist der alle da unten. Ja, da können wir gegen Lawine dran. Ich bin oben noch, dann ist einer hier, einer ist da unten. Und einer ganz unten, dann würde ich ganz Stück durchnehmen. Es ist stotzig hier. Beim Arbeiten muss man den Kopf bei der Sache haben. Aber Raubers sind sich das gewöhnt. Ich mache das Zeit in Bübel. Alle Jahre, oder? Braucht halt gegen seine Zeit, aber jetzt, heutzutage ist es moderner. Eben schon Stacheldraht haben wir nicht mehr viel. Jetzt haben wir viel elektrisch. Also ja, nur noch Band und da geht Strom dadurch. Das hier braucht halt ein bisschen mehr Zeit. Und hier müssen wir halt, hier ist halt ein bisschen gefährlich. Zurück bei der Hütte entdeckt der Gerold etwas im Dreck. Achtung, bitte dir wohl. Ja, go. Warte. Ein Wolf? Nein. Zwei, mal. Super. Und das sind zwei, das sind oben ein anderer. Da. Schau. Sie haben Schaf und Ding. Und sie sind sehr hinter den Tieren rein. Lochs macht nichts, aber der Wolf. Wolf nicht lieber unbedingt. nicht. Gut. Ja. Ja, laut dir was. Auch die Tränke für das Vieh bringen die Männer in Sicherheit. Spitze. Gut. Ja, und Tischdecker, bitte. Vorne. Jawohl. Für die Zune, die Zune ablegen, aussehen wir nicht. Aber hier nach, oder eben noch, das sieht was ja. Die Kochen noch, eben noch putzen manchmal, weil wir da sind. Wenn wir nicht gerade so sauber, dann kommt sie nicht. Seht es dann schon. Das sollte besser sein, oder das Portage ist auch nicht gut geputzt. Dann sieht es dann schon, wie sie raufkommt. Thiago, Fernando. Was? Hallo. Bon appétit. Bon appétit, Monsieur. Merci, ja. Santé. Santé, Thiago. Merci. Der Gerold und Garmo haben sich vor über 20 Jahren in Sion lernen kennen. Sie hat im Bödeli, der Wirtschaft im Bödeli, im Fang gewerkt. Und ich bin da rausgegangen. Ich habe ein bisschen länger gemacht im Feierabend, dann ist es gebrannt. Dann sind wir ausgegangen. Kaum. Ja. Wo früher auch schon ausgegangen? Mit meinen grünen Schläpern, hier sind sie noch da.
Zockler. Zockler sind grün. Dinge. Für mich gesagt, ich bleibe hier, ich will noch mehr fort. Ich gehe die Leute, das ging mit mir so ähnlich oder freundlich. Ja. Friedlich? Ja, ich habe keine Probleme mit den Leuten im Dorf. Aber sie ist schon etwas anders als die Joner. Temperament Ja, ist ein bisschen anders. also, man kommt vielleicht ein bisschen ein bisschen eher genervt oder so. Ja, aufbrausender, lauter, ja. Das ist, was die Leute reden, der ging laut. Der ging gesagt, früher habe ich gesagt, das sind nicht Brüder, das sind Erstseisige. Die reden ja so. Für das ist normal, Leute reden, das ist so. Mit meiner Großmutter, mit meiner Mama, es ging so. Wenn meine Mutter mir telefoniert von Portugal, ich muss so antworten. Ich hört, mein Telefon ist da. Es ging, ich weiß nicht warum. Ich habe keine... Die reden laut und viel. Oder viel Mal Brooks. Oder Felix Thürler hat oberhalb von Jon eine Alp. Das haben viele Joner. Zusammen mit seiner Frau und einer Kollegin schleift er Essen auf für 20 Leute. Es gibt ein Abschiedsfest für Felix. Also einfach, die letzten 3 Tage mühsam sind. Und die sind mühsam, weil man eben zuerst die erste machen muss. Ich muss die zuerst machen, wird nicht so mühsam. Aber jetzt sind wir ja unten. Oh, Herrje. Wunderbar. Wir kann ich mehr auf Nepal. Freiwillig ein Spital aufbauen. Schon 70% von dem Dörfli ist vom Erdbeben bodengleich. Und dann müssen sie etwas haben, das ist wirklich am Misere. Also die Touristen, sie haben kein Einkommen von den Touristen, sie einfach selbst versorgen und fertig. Und ich glaube, das verdienen sie. 2 Monate lang geht der Felix fort von Jon, für zusammen mit der einheimischen Bevölkerung das Spital zu bauen. Ja, jetzt kommt es gut. Weil er viel zu Nepal ist klettern, liegt ihm das Land am Herzen. Für diesen Spitalbau zu planen, war er schon einmal im nepalesischen Bergdorf. Den Bau habe ich schon abgesteckt. Und die schon Werke von Hand mit Karetten, Pick und Schaufel machen die schon den Aushub. Oder? Und dann, wenn ich hochkomme, sollte es mir am Ende eben sein. Oder? Und da erwarten ich 40 Nepalese, wie es stimmt. Vielleicht sind es 45 und vielleicht sind es 30. Oder? Nepal ist Nepal. Und darum tun wir so freuen, es kann ja, ein Schock sein und nicht ein Schock sein. Aber das kann ich nicht planen. Oder? Das ist Nepal. Und das ist eben schön. Oder? Es ist irgendwie kein Highlight dabei. Oder? Hallo Laurent. Hallo Stefan. Geht? Ha? Klappt ist gut, ja? Tipptopp, ja. Tipptopp. Der Laurent Schuheiger ist von Empfang, von der Sägerei. Das ist Stefan Thürler von der Schreinerei Charme. Und die kommen Benevol vergeben in mir helfen Spitalaufbau auf Nepal. Und ich finde das toll, es sind 2 Flottborsten. Und ich habe Freude an. Ich tue sie ein bisschen schlauchen. Aber ich glaube, das braucht es. Da ist auch mehr Freude, wenn sie zurückkommen, was sie gemacht haben. C'est un truc qui bouge, il y a un truc de blanc. Für Felix ist es schon der 5. Hilfseinsatz in Nepal. Für die beiden Männer ist es das erste Mal. Es ist schon etwas Außergewöhnliches. Wir wissen eigentlich nicht, auf was wir uns da einlassen. Wenn man das Foto sieht, man sieht, dass da Hilfe nötig ist. Aber von unserer Seite her wird es schon ein anderes Leben sein. Und wir wissen wirklich nicht, auf was wir uns da einlassen. Dann muss ich hier einhauen. Das ist eben die schwierige Arbeit. Voilà. Jetzt tun wir hier nochmal ein Uhr drin. So. Voilà. Okay. Schönes Müsli. Drauf versetzen.
Der Felix genießt es, für seine Freunde noch einmal bis ins Detail ein Festessen vorzubereiten. In Nepal geht es einfacher zu und her. Das ist ein Schwan. Der Menüplan in Nepal, das ist, Montag gibt es sowieso Reis und Curry. Und am Dienstag gibt es Curry und Reis. Und am Mittwoch gibt es eine Hühnersuppe. Und dann tun sie das Menü kehren, dann gibt es Reis und Curry und Reis. Und ein Alltag besser, wenn man gegen mehr Hunger hat. Zum Abschied wird jetzt aber noch mal mit der grossen Kelle angerührt. Es gibt Hirschragout. Fleisch ein bisschen milder. Komm, sagst du, Papa. Ja. Hallo, Daniel, jetzt tue ich dir servieren. Danke schön. Aber ich tue nicht den Tau mit Blatt, oder? Wenn du den rein tust, ist nicht sauber, oder? Ist nicht hygienisch, oder? So ist sauber, weißt du, ist ein guter. Dass der Felix immer einen Spruch parat hat, für das ist er im Dorf bekannt. Ich war einfach so gegen so. Und wieso weiß ich nicht, oder? Ich bin vielleicht auch nicht gerade geniert. Oder? Darum kommt man vielleicht etwas zu Ende. Ich tue nicht lange studieren. Manchmal ist es auch Scheissdreck und manchmal, ja. Und dann kommt es auf die Leute drauf ab, oder? So müssen wir etwas verleiden. Aber ich tue schon zuerst so tüfteln. Man muss echt etwas verleiden. Und ich merke, dass ich verleiden, das stecke ich natürlich auch. Hallo, ein guter. Jetzt gehe ich gerne neben Nepal. Ja, ich meine, du bringst Scheissplatte. So einen guten Appetit, sagt man. Deremito auf Nepalisch. Deremito. Deremito. In 3 Tagen fährt Felix sein Abenteuer an. Ich gehe gerne fort, muss ich sagen, aber ich komme noch mehr gerne. Oder? Ich bin eben hier, vielleicht eingeboren, oder? Im Alten. Ich bin hier geboren und ging da gewesen, oder? Ich bin nie auswärts gewohnt, wie du so warst, oder? Darum gehe ich gerne und komme noch mehr gerne. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es bei anderen auch so, oder? Aber bei mir ist es so. Ich bin nicht einer, der auswandern und bleiben. Ich muss einfach den Wechsel haben. Das nächste Mal macht sich der Felix Thürler auf den Weg auf Nepal. Tschüss. Es sieht einfacher aus, wenn er das ist. Tschüss zu sagen. Ich hab so ein Gefühl, heute kann mir einen weiten Weg hat auch Tanina Buchs vor sich. Sie möchte gerne ein Schlagerstar werden. spüren, damit bin ich nicht allein. Aber im Langläufeln ist sie auch ein Profi. Ja, das kann ich nicht sagen, was ich lieber mache. Ich beschreibe mich aber gerne als singende Langläuferin. Und dem Gerold Rauber steht ein schwerer Gang bevor. Das hat mein Bruder hier dort verunglückt, von Steinschlag. Um ein Allwetter war die Nacht durch. Er hat um 4 Uhr rausgekommen. Steinschlag und dann ist er runter. Tödlich. Das und noch mehr gibt es nächsten Freitag in SRF bei den Leuten, unser Dorf Jaun. Sie sahen SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region», dem Mikrolabel für regionale Produkte.